Fire Emblem Fates, Kapitel 24. Ich würde sagen, wir sind kurz vorm Ende. Oder vielleicht doch nicht, mal gucken. Offenbar ist diesmal die rote Tür gemäß unserer Mutter. Wohl war es die richtige Mutter, wir werden es gleich erfahren. Dankeschön. Was ist gerade passiert? Danke, dass du in meine Falle getappt bist. Jetzt können wir alle zusammen sterben. Jo. Natürlich die Frage, was passiert, wenn ich jetzt die blaue Tür geöffnet hätte. Aber von mir genau das gleiche war. Nee, wer wurde der Endboss? Weil ich sehe da gar keinen. Super. 1A, die kann man natürlich auch verdammt weit. Ja, das ist noch unwichtig. Die eigentlich auch, sind auch nicht gerade die gefährlichen Typen. Ja, das lief super. Vor allem Asura natürlich in der richtigen Position. Egal, wir machen erstmal Sakura und Rettung. Case, weil er kann sich nicht mehr bewegen. Ja. Ist eigentlich logisch, war ihn da rauszuholen. Doch nicht so logisch wie gehofft, aber eben haben noch meine Doppelpartner. Also natürlich. Alle Offensiven schon draußen, scheiße. Warte mal, sind immer noch die, wa? Wenn ich jetzt einfach sage, komm, ich still da jetzt einfach. Die können eh nur mit Magie angreifen. Genau. Noch ein bisschen heilen hier. Soweit es irgendwie noch geht. So, wir hauen hier ab. Michael wäre mir eigentlich auch lieber, wenn er abhauen würde. Und dann direkt auch noch, keine Ahnung. Ist jetzt eigentlich schon ein bisschen sehr scheiße, wa? Ja, dann kurz überlegen, ich wollte jetzt eigentlich Elise noch hinstellen, weil, ja, wegen Magie und so weiter wäre sie eigentlich super. Warte mal, ist eigentlich nur der, wa? Das heißt, Elise heilen oder aber sagen, nee, Michael soll nochmal irgendwie hier einen Weg abschneiden. Dann kommt auch nur der. Relativ viel Magie mit Anstein Plus vielleicht. Wenn mich Elise mal voll aufheilen würde. Jetzt habe ich natürlich dummerweise nichts, um mich schnell aufzuheilen, wa? Ja. Deswegen sage ich ja auch, ja. Ach, kein Zauber, der alle irgendwie heilen könnte? Das wäre eigentlich geil. Noch nicht, war ja, ich erinnere mich wieder. Das hatte ich ja noch nicht drin. Okay, dann müssen wir doch mal ein bisschen gucken hier. Es sind einfach zu wenig. Ich habe dank ihr noch den Erholungsstab. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Also können gerne versuchen zu kritten.
wird nur, wie ich denke, nicht allzu viel bringen. Ja, we have two wäre mal lieber gewesen. Es wäre eigentlich jemand geil, der um 3 Ecken rumschießen könnte. Ich will nur gar nicht irgendwie da in... wobei, er würde eigentlich noch gehen, wa? Wegen den hier, versteht ihr, ist ein bisschen zu heikel. Problem ist, der kann trotzdem verdammt weit. 25 Verteidigung war es. Ein Angriff von dem müssen wir eigentlich überleben. Egal wie es kommt. Kann dummerweise nicht zurückschlagen. Gefällt mir auch nicht. Quasi Riome reinschicken will ich auch nur, da wenn es von anders geht. Die andere Frage ist, geht es überhaupt anders? War, weil wir vielleicht nur einen angreifen. Hier ist eine Todeszone, hä? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich könnte doch frech, ich bin einfach den da wegholen. Sag ich ja, frech wie ich bin. Eine doppelte Keule. So. Silbernagenator Tigergeist macht ihr nicht viel aus. Natürlich Donnergenator statt der anderen war. Sag's mal so, das Prinzip hatte 2 Angriffe zu fürchten. Okay, ist nur dem von ihm, also es geht eigentlich noch relativ gut, wie es aktuell ist. Betonung ist aber eben noch relativ. Gut, nachher verlasse ich dann Schild noch voll. Und zwar jetzt. Das eigentliche Problem ist immer noch, dass er da nicht wieder durchkomme. Und vor allem nicht durchkommen darf. Warte mal, sind ja eigentlich, ja, bis auf ihn vielleicht alles physische Truppen, wa? Ich überlege echt gerade, ob er die alle rauslocken soll. Na gut, ich habe noch einen Fallenstab bis auf den, was also quasi hier mit physischen Einheiten, also wie zum Beispiel ihn hier mit Sender hier dicht mache. Ihn voraushole, weil Tiergeist wäre ein bisschen doof. Mal gucken, ob es klappt. Natürlich klappt es gerade noch nicht. Der Arsch hat Crit geschossen, wenn ich es ein bisschen falsch mache. Deswegen lieber nicht. Wie sieht es mit Michael aus? Auf Entfernung vielleicht, donnerschwertmäßig. Ja, die Schwächen schon mal gut. Das haben wir natürlich komplett vergessen. Trotzdem ist eigentlich der beste
hier in der Truppe gerade, also... Also riskiere ich lieber nicht. Das hingegen schon näher. Alter, wenn der echt noch knapp war. Ja, ein Stab, der alle auffallen würde. Das wäre eng geil. So, erst zweite wieder gehealt. Dann ist, ja, ist halt der Einzige, der gerade irgendwie einen vernünftigen Stab hat. Das ist meine Chance. Hoshiden-Bund. Ich Boot. Erhöht die Einsatzchance von Fähigkeiten, Einheiten um 10%. Alter. Bisschen viel, oder? Okay, die gar nicht abblocken müssen. Und ich habe keinen Fallenstab mehr. Wie scheiße ist das denn? Ja, wir werden sich jetzt ein bisschen an die Zähne ausbeißen. Also hoffe zumindest. Der Plan funktioniert ausgezeichnet. Erstmal ganz kurz Erholung hier. Zup. Yeah! So, sind wir wieder voll. Erholung, auffüllen bitte. Dankeschön. Ist eigentlich auch fast wieder voll. Ja, um 10 Punkte, schön. Wir sagen direkt, den einfach mal. Weil wir es können, weg mit ihm. Das Problem ist, wenn ich da irgendwie Case hinstellen, so den Platz machen oder Ryoma und so, und also da. Ja, ist doof. Takumi wäre jetzt hier eigentlich wieder echt geil. Aber kommt schon noch, kommt schon noch. Help is incoming. Schild oben. Alter, Sender wird hier so krass leveln. Er will es physisch wissen. Also, Nahkampf. Was? 92%? Okay. Sagt der Sender auch. Was? Nicht getroffen, 92%? Okay, Crit. Ja, sicher ist sicher. 92% nicht getroffen. Das ist es selten. Jo. Nö. Und wieder ist der Schild oben. Jetzt kommt der Hasengeist. Abgeblockt. Jetzt kommt der fiese Crit. Nicht abgeblockt. Blockst doch meinen Hasen ab? Na, wie sieht's aus? Nö. Und du ja auch nicht. So, bleibt nur noch der Typ hier hinten. Der Arsch mit Ohren könnte ich eigentlich hier mit... So hole ich ihn quer durch die Mauer. Die Mauer muss weg.
Yes. Yes. We can do it. Heilige Waffe! Siegesbonus! So, war wieder eine Angelegenheit, wo man sich sagen kann, ja, hätte auch anders ausgehen können. Die Lanze, hier. Together. Together, forever. Okay. So viel zu Bassaran. Keine Chance für Basara Tocho. Nun. So, noch warten, bevor ich hier irgendwas öffne. Ist mir, glaube ich, irgendwie lieber. Dann ganz kurz Hinoka heilen. Sender kommt natürlich nachher noch dran. Hier ist sonst alles ready. Du kannst noch ein bisschen bei ihm hier, bei ihr hier. So. Du. Ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich jetzt die blaue Tür direkt gewählt. Hat die Mutter gesagt, was, du vertraust mir nicht? Oh, doofer Sohn, irgendwie sowas. Aber auf Mutter ist klar, wenn ich jetzt die anderen Türen hier geöffnet hätte, obwohl, warte mal. Nee, hier will sowieso keine Rolle spielen. Ist eigentlich immer... hier unten spielt es ja keine Rolle, oder wie, oder was? Wer weiß. So. Jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Warte, der Endboss noch. Mikoto, wie können sie anders sein? Scheiße. Wasserfolger? Was ist denn das? Alter! Und ich habe natürlich keine Rettung mehr. Ach du Scheiße. Na, guck mal, wenn ihr da einfrieren könnt, man muss Case da rausholen, da geht es so nicht. Vor allem wenn sie kommen, bin ich ziemlich sicher, dass es macht. Nee, die können da alles scheiße. Ja gut, ich meine, ein paar wegholen kann ich schon, das wird das kleinste Problem sein. Ich muss dann eigentlich Sender hinstellen. Beziehungsweise natürlich erstmal hier mal noch ein bisschen Resistenzen, so, zack, so. Jetzt gucken, ob das eine Option wäre. Also ich kann da hier hinstellen, weil ich muss natürlich jetzt erstmal mit Asura da Case wegbringen. Genau deswegen, war. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie der Asura. Ich habe dummerweise jetzt nicht ihn da, um was anderes zu machen. Negativ-Schwächung, kann schon irgendwie Schwächung irgendwie einsetzen, aber wird ich hier nicht viel bringen. Muss ich eigentlich anderswo irgendwie nutzen. Wenn wir einfach mal Drachenstein machen. Weil in den meisten dürfte es kein Problem hier sein.
Scheiße, kommt natürlich hier durch die Wand hindurch. Oh, nein! Ah, leck, Mann, wieso? Das darf nicht wahr. Es ist doch viel zu wenig. Wenn direkt kann man die Tür aufmachen. Ich meine, es muss irgendwie so gehen, ne? Versteht ihr? Es ist doch irgendwie. Oh, das ist einfach nur. I'll back you up. Entweder hat er Glück und Asura weicht aus, oder aber ich muss es ganz normal offscreen nachmachen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Und so sieht's wohl aus. Alter, wie macht ihr das? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Let's have at it. Are you okay? Be gone, wretch. Was, Reg? Your battle is over. Wer ist ein Reg? Ich kann fragen, eine andere Frage. Hat gerade sie? Ja, sie hat gerade geheilt, wa? Ich würde sagen, wir hauen hier ab. Und zwar so schnell es geht. Tschüss. Naja, schon Drachen stand und so. Überhaupt kein Thema. Erstmal muss Asura hier weg. Stay strong. Prepare yourself. Good. Es muss wieder die Taktik sein, es geht nicht anders. Wo es gerade mal scheiße knapp war. Für meinen Geschmack zu knapp. So, immerhin so noch ein bisschen schwächer, ne? Ist auch schön. Und ja, über das Sender machen wir jetzt da irgendwie mal durchkommen. Ich kann es irgendwie ablenken, was? Ihn noch angreifen oder so, keine Ahnung. Ne, die anderen fragen natürlich noch, wann kommt Mikoto mal zum Einsatz, wa? Aktuell halt sie schön, ja. I'll take care of this. Everything Und der ist auch down. I won't allow it. Back off. Your battle is over. Dann sind wir gar keine Lust mehr zum Angreifen, wa? We'll be okay. Ist doch mal interessant. Fascinating. Ah, no escape. No escape. How did you do that? Da den natürlich direkt auch noch. Und Level Up. So, jetzt kann theoretisch wieder heilen und so weiter. Und er muss trotzdem erstmal angreifen. Schau mal, wa? Ja, Mikoto heilt, aber angreifen tut sie noch nicht. Wohlgemerkt noch nicht. Help is coming. Sternaginator wäre ein Vorteil, bringt ihm aber wenig. Wenn er das alles wieder drauf hat.
Tomahawk und schwingen, 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 schwingen. Ja, fast Tschüss. Dann wird das ein richtiges Tschüss. What shall we do? Ein Thunder-Tschüss. Everything will Spüre die Macht des Siegfrieds. Sie könnte angreifen, macht es aber noch nicht. Die Frage ist bloß, kommt sie generell einfach nicht oder hat er bis jetzt einfach nur Schwein? Nichts riskieren, Freunde, auch hier. I'll back you up. Are you alright? Right next to you. So, generell hat sie mit ihren Waffen eigentlich 2 Reichweiten, war. Da schauen wir hier hin und gucken mal, was passiert. Hier das gleiche. Du natürlich auch, aber dann halt mit Drachenstein Plus. Dann kann ich euch wieder hier hin befördern. Na, das ist aber jetzt so heikel. Sie kommt doch schon! Kämpft nicht. Wir können alle zusammen an Ankos dienen. We'll be fine. Ist das nicht schön? Okay, ich muss schnell beenden, wenn die auch schon angreift. Okay, Freunde, gebt Michael den Mega-Boost. Boosto. Boosto, Schusto. Jawohl, wir können eigentlich hier noch ein bisschen... Bisschen Zusatzdamage. Oh, wer ist direkt weg? Wer ist ja direkt weg? Geht gar nicht so viel aus, wa? Stand strong. Interessante Musik. Ne, wer ist futsch? Okay, Michael. Ich weiß, es tut mir selbst auch weh, aber es muss sein. Erlöse sie mit dem Yato. Du bist wohl meinetwegen hier, oder, Michael? Als entführt wurde, war ich am Boden zerstört. Ich wollte immer unsere verlorene Zeit zurückhaben. Jetzt kann ich das. Gib auf, wir können zusammen an Ankos dienen. Für immer. Mutter, das meinst du doch nicht wirklich ernst. Ich werde dich erlösen. Mit der Macht des Yato. Wären wir nun schon wieder voneinander getrennt, Michael? Scheiße. Es ist voll bitter. Verfolger halten, Rang S. Oh je, und jetzt? Wieder Michael, die Kammer scheint leergeräumt worden zu sein. Wo kommst du überhaupt ständig her, Gunther? Der Feind wusste von unserer Ankunft und hat also an sich nachgebracht. Mutter! I am so very sorry. Verzeih mir, dass ich versucht habe, dich zu täuschen. No. Ich weiß, dass ein Ankos dahinter steckt, Mutter. Seine Macht war es, die er zurückbrachte, aber auch kontrollierte. Ich habe euch so sehr vermisst. Oh, geliebte Sakura. Dein wunderschönes Lächeln hatte ich schon fast vergessen. Ryoma, Takumi, Hinoka. Ich bin so froh, euch alle wiederzusehen. Wir sind auch froh, euch wiederzusehen. Yes. Ihr ging sie plötzlich von uns. Seitdem ist so viel passiert. Wir hatten kaum Zeit zu trauern, doch auch eine Ewigkeit würde wohl nicht genügen, um uns dabei zu helfen, euren Verlust zu I'm akzeptieren. so happy to see you again. Ich weiß nur eines. Ich bin so glücklich, euch wiederzusehen. I am so happy. Ich bin froh, dass ihr alle in Sicherheit seid. Ihr habt bisher tapfer gekämpft. Ich bin stolz, eure Mutter zu sein. Thank you. Danke, Mutter. Michael. Ja, Mutter? Danke, dass du mich befreit hast. Ich sehe, dass du das Yato trägst. Ich habe immer an dich geglaubt und daran, dass du mich besiegen kannst. Es
fällt mir schwer, mir gut dabei zu fühlen. No. Weine nicht, mein Kind. Bewahre dir die Tränen für später, wenn du deinen Sieg an Freunden feierst. In Ordnung. Mutter, Please, listen. hör mir zu, Michael. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Ich wurde hier in Valhalla geboren. Und du bist Teil des valitischen Königshauses. Was? Wie bitte? Ich bin ein Teil des valitischen Adels? Yes. Ja, das bist du. Aret, die frühere Königin Vallas, ist meine ältere Schwester. Das heißt, wir haben unsere Cousine geheiratet? Wegen des Fluchs war ich nicht in der Lage, früher darüber zu reden. Mir fehlen die Worte. Obwohl, es würde mich nicht wundern, wenn es heißt, ältere Schwester im Sinne von, ja, war halt irgendwie Stiefschwester oder irgendwie Schwester ins B und so, keine Ahnung. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, besonders jetzt. Aber es ist wichtig, dass du weißt, wo deine Wurzeln sind. Go on. Ihr müsst jetzt alle gehen. Ein mächtiger Diener Ankos wartet euch, seid vorsichtig. Verteidigt euch gut, so gut ihr könnt und versucht zu überleben. Ich bin froh, dass wir alle ein letztes Mal zusammen sein konnten. Mutter, ihr dürft jetzt sterben. Ihr könnt uns nicht schon wieder verlassen. Please. Bitte verlasst uns nicht. Ruhet in Frieden. Ich werde euch auch weiterhin stolz machen. Ich bin also ein Teil des Königshauses in Valhalla. Das ist sehr interessant. Wir können später darüber Gedanken machen. Jetzt haben wir keine Zeit. Wir müssen Ankos besiegen und diesen Krieg gewinnen. Für Ushida und für Nohr. Mutter, ich werde das für euch tun. Ich werde ihn für euch besiegen. Ich werde der Welt den Frieden bringen. Und danach rotzen, Wasser heulen. Ich bin gerade auch so. Ich muss gerade echt ein bisschen die Tränen zurückhalten. Beziehungsweise versuche es immer noch. Alter, das war jetzt aber ein interessantes Kapitel. 3 lange Folgen auch. Und ja, die Frage bleibt. Also, Aret, also sprich, Asuras Mutter ist ihre Schwester. Logischerweise unsere Tante demzufolge. Und dementsprechend wäre Asura auch unsere Cousine, die wir jetzt geheiratet haben. Stellt sich die Frage, okay, stimmt das wirklich? Also vom Blute her? Weil von Anfang an war auch klar, wir sind irgendwie, ja, Geschwister mit dem Hause Nohr und so, weil sind im Prinzip nur Stiefgeschwister und jetzt irgendwie auch nur, stellt das Rätsel raus, auch nur Stiefgeschwister. Was ist der Richtige? Vom Hause Hoshido. Das ist jetzt die Frage, wa? Weil Sumeragi? Oh nein, Sumeragi. Sag jetzt ein mächtiger Diener. Oh nein, ist er der Nächste oder was? Ich fände es ja cool, wenn es Garen wäre, wenn er bereits tot wäre aus irgendwelchen Gründen. Aber ganz viel Glück haben wir nicht, wa? So, wir sehen schon, jetzt noch nichts wegen Rang S und so. Es dauert noch ein wenig. Dafür, nächster Part dann Takumin Elise, Enkelrang S, sehr schön. Weiteres Kind auf dem Weg. Und Silas und Charlotte auch Rang S, noch ein Kind auf dem Weg. Und dann, ja, es kommt schon alles gut, Freunde. Besten Mal das Kapitel verdauen. Nächster Part dann, würde ich sagen, Kapitel 25 geht los. Und ich bin gespannt, wer es sein wird und natürlich auch, wann wir endlich an Ankos gegenüberstehen und dann hoffentlich auch die ganze Wahrheit erfahren. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.